Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einem weiteren FC Bayern Talk. Ja Leute, 8. Finale im DFB-Pokal in Mainz. 4:0 gewonnen. Wir haben heute eigentlich nicht viel zu meckern. Immer so ein paar Sachen, ja. Den einen oder anderen Spieler können wir noch mal ein bisschen genauer beäugen. Ansonsten haben wir gerade erste Halbzeit ein wirklich gutes Spiel gemacht. Wobei man auch fairerweise sagen muss, dass Mainz es uns auch sehr leicht gemacht hat. Weil Mainz hat gefühlt nicht einen Zweikampf gewonnen in der ersten Halbzeit. Zweite Halbzeit war Mainz dann auf jeden Fall eine Ecke galliger, eine Ecke giftiger. Da haben wir so die ersten 20 Minuten, sag ich mal, in der zweiten Halbzeit gut dagegen gehalten. Ja, und dann war es nur noch ein Runterspiel, ne? Dann war es nur noch ein Eierschaukeln, ein bisschen auslaufen, ab und wann mal nochmal einen Zweikampf führen, ja. Wie gesagt, zu meckern haben wir nichts. Wir haben 4:0 gewonnen, also was sollen wir da groß kritisieren? Wir haben auch noch 1, 2, 3, 4 gute Halbaktionen gehabt, auch noch mal 1, 2 gute Schüsse. Allein von Musiala, der noch 2 Dinge hatte. Also das war heute wieder ein Schritt in die richtige Richtung. Wenn man das mal mit den letzten Spielen vergleicht, wo wir irgendwie 2, 3 Chancen, wenn man es überhaupt so nennen kann, hatten, das war heute doch um einiges besser. Wobei man sagen muss, wie gesagt, dass Mainz es uns echt leicht gemacht hat in der ersten Halbzeit. Und wir dann natürlich auch das Spielglück hatten mit den Toren, das muss man auch sagen. Ne? Ich denke mal, jetzt Wolfsburg wirklich nochmal ein guter Gradmesser, wo wir dann wirklich stehen, aber das sah heute von dem einen oder anderen schon richtig gut aus. Spieler des Spiels für mich auf unserer Seite auf jeden Fall Musiala. Nicht nur wegen seinem Tor, auch danach, wo dann Müller raus war, wo er dann auf der 10 gespielt hat. Ja, hat man einfach gesehen, dass er, ja, was er kann, dass er bärenstark ist. Ich habe ihn auch die letzten Spiele nicht so schlecht gesehen, wie die Presse ihn gemacht hat. Irgendwie, wer hier meine Talks verfolgt, hat das auch gehört, auch wenn in den Kommentaren ein oder andere ihn auch schlechter gesehen hat wie ich. Ist ja auch immer so ein bisschen Ansichtssache. Ich habe ihn nicht schlecht gesehen. Ich habe ihn halt einfach so gesehen, wie es ist, dass halt einfach keine Unterstützung da war. Ja gut, bevor ich auf die einzelnen Spieler drauf eingehe, würde ich sagen, schmeißen wir kurz einen Blick in die Statistiken rein hier. Gut, ich aktualisiere nochmal hier, weil ich bin kurz nach Spiel hier, da ist immer noch mal ein bisschen Ballbesitz, 31:68, Abseitsstellung 0:1, Fouls 14:6. Ja, die Fouls waren irgendwie gefühlt fast alle in der zweiten Halbzeit, so 10 Stück würde ich sagen. Zweikämpfe 45, 54, ja, ist auch aufgrund der zweiten Halbzeit, ich würde sagen, erste Halbzeit Mainz noch nicht mal 40% gewonnen. Schüsse aufs Tor 1,9, Schüsse insgesamt 11,21. Ja, heute hat man auch mal von den 21 Schüssen was gesehen. Nicht so wie im vorletzten Spiel, wo wir angeblich 25 Schüsse hatten. Ecken 2,6, angekommene Pässe 199, 594. Wir waren heute nicht ganz so passsicher, gehen wir gleich nochmal drauf ein. Flanken 8,8. Schüsse insgesamt, wir sehen es, Musiala 2, Sané 1, Coman 1. Torschussvorlagen, Cancelo 1, Kimmich 1, Schuppo 1. Hey, überlege ich gerade. Das zweite nicht Müller vorbereitet? Kimmich vorbereitet, Alter. Hier ist aber der Wurm drin, oder? Oder hat Kimmich das vierte vorbereitet? Aber dann fehlt auf jeden Fall... Ja, gut, die zeigen nur 3 an wahrscheinlich. Fehlt auf jeden Fall der Müller, der hat das zweite vorbereitet. Gewonnene Zweikämpfe, Musiala 9, Coman 9. Sagt auch schon wieder alles aus, oder? Ja, beides Offensivspieler, De Ligt 8, Ballkontakte, Pavard 112, Kimmich 112, 102, De Ligt. Fortwurden schenken wir uns ganz getrost, wo ich kann hier direkt in die Aufstellung gehen. Sommer hatte... Ich weiß gar nicht, muss der den Ball halten heute? Ging irgendein Ball aufs Tor? Ich weiß es gar nicht. Wenn, dann vielleicht einer. Aber ich glaube nicht. Ich glaube, er musste zweimal fliegen, die dann neben's Tor waren. Ansonsten hat er einfach gar nichts zu tun gehabt. Ja, eine 3 konnte sich nicht wirklich auszeichnen. War aber ansonsten fehlerlos. Mit hinten ein bisschen rumgespielt. Ein paar lange Bälle, die er schlagen musste.
Pavard würde ich auch bei einer 3 sehen. Gefällt mir in der Dreierkette auf jeden Fall besser. Mir gefällt generell die Dreierkette besser bei uns. Hat mir schon in der letzten Saison gut gefallen. Und ja, gerade in so Spielen, wo der Gegner halt wirklich 80 Minuten hinten drin steht, macht es Sinn, Überzahl im Mittelfeld zu schaffen oder einen mehr nach vorne zu schieben, wie mit 4 Mann da hinten zu stehen. De Ligt war für mich heute der stabilste da hinten, obwohl er auch 1, 2 Wackler hatte. Würde ich eine gute 3 geben. Upa würde ich heute nur eine 4 geben. Upa war heute sehr, sehr wackelig. Können froh sein, dass es nicht irgendwie was passiert ist. Hat 2, 3 krasse Zweikämpfe verloren, hat viele Stellungsfehler gehabt, wo er dann den Ball wieder noch geholt hat im Zweikampf. Ganz, ganz viele Fehlpässe, wobei das in den ersten 20 Minuten auch wieder, oder ersten 25 Minuten wieder geschuldet war, dass Kimmich halt am Spiel gar nicht teilgenommen hat. Dass Upa die Bälle riskieren musste, nach vorne zu spielen, war heute nicht gut. Also Upa eine 4 für mich. Musiala für mich bester Mann von uns auf dem Feld, würde ich eine 2 geben. Cancelo hat mir sehr, sehr gut gefallen, muss ich sagen. Also, ich meine, dafür, dass der einmal mit trainiert hat und dann hat er gleich die Seite beackert da und man hat schon gesehen, was er am Ball kann. Man hat gesehen, dass er auch einer ist, der vorne Kombinationen spielen kann, der aber auch wirklich gut flanken kann. Sowohl aus dem Halbfeld wie auch von der Grundlinie. Bin ich sehr gespannt. Auf die kommenden Wochen bei ihm. Könnte eine richtige Kanone sein. Ob man ihn dann kaufen wird für 70 Millionen, die da im Raum stehen, weiß ich nicht. Muss man einfach mal gucken. Aber das, was er da gezeigt hat, ich kannte ihn jetzt vorher nicht. Wie gesagt, WM habe ich nichts gesehen. Das, was er gezeigt hat mir schon sehr gut gefallen, muss ich ja ganz ehrlich sagen. Bin ich sehr gespannt, wie da die Entwicklung sein wird. Ist natürlich dann auch die Frage, ja, wie geht's da mit Mazraoui weiter, wa? Er hat sich ja auch gut eingefunden eigentlich auf dieser Posi. Ich bin sehr gespannt. Bin auch gespannt, wenn er mal als Rechtsverteidiger aufläuft, oder kann er auch anscheinend links spielen oder keine Ahnung. War auf jeden Fall auf der Posi da auf jeden Fall heute die richtige Wahl und auf jeden Fall nett anzusehen und nach Verstärkung in der ersten Halbzeit. Zweite Halbzeit ging da nicht mehr ganz so viel, muss man auch fairerweise sagen. Hat auch 1, 2 Fehlpässe drin gehabt, aber ansonsten war es echt ein gutes Debüt für einmal mit trainieren. Würde ich daher bei einer 3 sehen. King würde ich bei einer guten 3 sehen. Sehr engagiert, gerade erste Halbzeit über die linke Seite viel gemacht. Zweite Halbzeit, wie alle, halt einfach ein bisschen abgetaucht, ein bisschen Gang rausgenommen und alles gut. Wie gesagt, gute 3 für King, hat mir gut gefallen. Viel, viel besser als ein Gnabry die letzten Spiele, also obwohl das jetzt auch nicht die große Kunst ist, wenn wir ehrlich sind. Hey, hat mir gut gefallen, King. Kimmich würde ich heute bei einer 3 sehen. Ja, so die ersten 20, 25 Minuten hast von Kimmich wieder gar nichts gesehen. Es wurde mit der Zeit besser. Hat auch mal 1, 2 gute Bälle nach vorne spielen können. Hat sich dann aber wieder so ein bisschen mehr auch mal fallen lassen zwischen die Innenverteidiger. Das hat mir gut gefallen. Hat sich dann ein bisschen weiter noch nach hinten fallen lassen, dass er auch ein paar Bälle bekommen hat. Konnte dann auch ein bisschen das Spiel ankurbeln teilweise. Aber teilweise auch noch immer haarsträubend, ne? Auch wieder im 16er hat sich auch wieder fallen lassen, da bei so einem leichten Kontakt kann er froh sein, dass gepfiffen wurde. Auch im Mittelfeld wieder 2, 3 Zweikämpfe und Stellungsfehler, wo man einfach denkt, Alter, was ist los? Also ich weiß es nicht, Kopfsache oder keine Form, also Kimmich, ich meine, es ist schon besser geworden wie zu den letzten 3 Spielen, muss man fairerweise sagen. Lag heute vielleicht aber auch mit am Gegner. Für mich immer noch riesige Luft nach oben beim Kimmich. Was mir heute mal einigermaßen gefallen hat, dass er mal ein bisschen aus sich rausgegangen ist, nach dem Foul, was er da einstecken musste, und mal ein bisschen Flagge gezeigt hat. Ansonsten war er mir oder ist er mir einfach viel zu ruhig auf dem Feld. Immer noch. Er dirigiert da nichts, er gibt keine Anweisungen. Das gefällt mir gar nicht. Hat
für mich als dritter Kapitän oder mit dem Anspruch, Führungsspieler zu sein, absolut nichts zu tun. Aber gut, wenn er gerade mit sich selber erstmal klarkommen muss, kann man das irgendwo verstehen. Allerdings kann man sich da nicht immer nach den Spielen da hinstellen und irgendwie da dumme Sprüche machen und irgendwas kritisieren, wenn man auf dem Feld nicht vorangeht, meines Erachtens nach. Ja, Kimmich, wie gesagt, bei einer 3, aber jetzt keine gute 3, eher eine schwache 3. Da ist auf jeden Fall noch einige Luft nach oben. Sané, ja, Sané würde ich bei einer guten 3 sehen. Gerade erste Halbzeit sehr, sehr aktiv. Zweite Halbzeit war er dann noch relativ frühzeitig raus. Das heißt frühzeitig 71. Zweite Halbzeit dann wie alle nicht mehr ganz so präsent, aber erste Halbzeit auch gerade im Zusammenspiel mit Cancelo gut, auch mit Musiala gut, der noch einen Tacken hinter ihm war. Aber zwischendurch haben die auch die Position getauscht. Dann war Sané auch mal eher der Achter. Hat mir auch gut gefallen. Hat ansonsten wie immer mit nach hinten gearbeitet. War aggressiv, ist gerannt, hat geackert. Ja, eine gute 3, hat ein gutes Spiel gemacht. Choupo will ich dasselbe assistieren. Choupo wie immer. Ja, der Tank reicht halt nicht für 80 Minuten meines Erachtens. Ja, Choupo kannst du nach spätestens 60 Minuten rausnehmen. Also erste Halbzeit war er bärenstark, ein gutes Spiel gemacht, hat einmal sogar hinten an der Eckfahne geklärt, also auch völlig engagiert, hat das Tor gemacht, ja, aber auch sonst hat er ein gutes Spiel gemacht. War wieder so der Choupo von der Hinrunde. Müller war Müller. Müller war wieder 2-3 Mal super überfordert mit dem schnellen Spiel, was wir vorne aufgezogen haben. Hat das wieder super ausgebremst, 2-3 Mal. Hat dann auf der anderen Seite aber das zweite Tor vorbereitet, mit seiner unnachahmlichen Art. Was mir bei Müller außerdem gut gefallen hat, ist, dass er heute gecoacht hat. Ja? Er hat sich Musiala mal an die Seite genommen, hat sich den mal an die Seite genommen, hat Anweisungen gegeben. Alles das, was ein Kimmich nicht macht. Das hat mir gut gefallen. Aber ansonsten hat er auch nicht viele Aktionen gehabt. Aber wenn die Aktion, die er hatte, er 2-3 Mal wirklich gute Bälle gekriegt von Musiala, hat er leider kläglich versagt. Ja, wie gesagt, Müller ist echt so. Ich denke, der Mensch Müller oder die Persönlichkeit Müller tut der Mannschaft gut. Der Spieler Müller, was so das Spielerische angeht, ja, man hat den Unterschied heute gesehen, wo Müller dann raus war und Musiala auf der 10 war. Das, obwohl wir da schon nur noch im Schongang waren. Ne? Aber, wie man gesehen hat, ist so Müller wichtig, gerade in diesen Phasen, wo es da nicht so läuft. Muss man auch ganz klar sagen. Also Müller würde ich heute bei einer 3 auch sehen. Ja, dass Fonsi draußen war, I don't know. Ich habe ihn jetzt nicht so schlecht gesehen, die letzten 3 Spiele. Weiß nicht, warum man ihm da mal einen Denkzettel geben wollte. Oder vielleicht war es Belastungssteuerung, ich weiß es nicht. Kam ja auf jeden Fall da noch rein. Mit 20 Minuten hat gut gemacht, ne? Nicht so wegen seinem Tor, Kopfballtor, was echt schön war. Aber auch sonst hat die Schnelligkeit ausgespielt. Auch da wurde 2-3 Mal wirklich super eingesetzt von Musiala auf der Seite. Hat mir gut gefallen. Grafenberg hat mir auch gut gefallen, war super engagiert, bis er dann wirklich böse da. Ja, es war ja noch niemals ein Foul, ja, am Ende war es schon Foul, aber im 16er wird sowas ja nicht gepfiffen, aber ist halt unglücklich dann der Spieler draufgefallen und dann hat man schon gesehen, dass er Schmerzen hatte, dass er einen Tacken vorsichtiger war, hat aber trotzdem noch das Spiel auf jeden Fall belebt, im Gegensatz zum Goretzka, den du die 20 Minuten, die auf dem Platz war, gar nicht gesehen hast. Irgendwann in der 90. Minute ist er mal einmal über rechts ein bisschen durch, hat eine Flanke reingehauen. Sonst hast du von Goretzka gar nichts gesehen. Also ganz wild. Ja, Daley Blind hat mir sehr, sehr gut gefallen. Man hat mal gesehen, dass das noch so ein richtiger Oldschool-Innenverteidiger ist. Wenn wir hatten da 1-2 Ballverluste und dann hatte Mainz wieder den Ballverlust und Rumgestocher und so. Ja, und dann kam so einfach so ein Blind da an und hat einfach mal dazwischen geballert und den Ball weggeknallt. Ja. Einfach so ein Oldschool-Innenverteidiger. Aber man hat auch gesehen, dass das Spielerische was kann, dann wo so die Drangphase von Mainz vorbei war, wo wir ein bisschen mehr Ballbesitz hatten. Hat mir gut gefallen, ist, glaube ich, eine ganz gute Alternative und Upa hätte es auch schon eher heute erlösen können. Hat einfach keinen guten Tag gehabt heute.
Goretzka haben wir schon gesagt, Gnabry, weiß ich nicht. Gnabry, gut, gut mit Nachspielzeit 15 Minuten, die auf dem Platz war. War jetzt auch nicht mehr so viel, was er da zeigen konnte, weil, wie gesagt, wir waren da schon eher im Schongang unterwegs. Können wir jetzt nicht so viel zu sagen, denke ich. Ja, aber ich denke, der Knoten ist ein kleines bisschen aufgegangen bei uns. Von geplatzt will ich noch nicht reden. Werden wir jetzt gegen Wolfsburg sehen, aber es gibt natürlich wieder Selbstvertrauen. Ne? Wieder das Selbstverständnis haben wir heute auch beim Musiala gesehen. Nach seinem Tor hat er nochmal einen Schub gekriegt. Ja, ich denke, da geht einiges. Wir sind auf einem guten Weg. Ich denke auch, dass wahrscheinlich dieselbe Elf anfangen wird. Gegen Wolfsburg. Keine Ahnung, vielleicht rückt Davis wieder rein. Das weiß ich nicht. Ja, wahrscheinlich rutscht ein Leon wieder rein oder was, aber dann müsste Müller raus. Weiß ich nicht. Schwierig, wir haben auf jeden Fall einige Optionen. Ich bin sehr gespannt, aber ein Goretzka hat für mich auch gerade absolut gar keine Form, ja. Ich meine, Kimmich hat schon eine unterirdische Form, dann kannst du ja nicht noch einen mit durchziehen. Da im Mittelfeld ja auch eine scheiß Form an, meines Erachtens nach. Ja, so viel zum Spiel. Kommen wir noch kurz zu den beiden Transfers, die wir hatten. Wie gesagt, Cancelo haben wir heute gesehen. Sah für mich so sehr, sehr vielversprechend aus. Allein die Ballbehandlung, auch 1, 2 Dribblings, Flanken und sowas. Schnell ist er auch. Ja, warum er die Freigabe bekommen hat, I don't know. Man munkelt ja, dass er sich mit Pep überschlagen hat oder sowas. Soll uns egal sein, wird auf jeden Fall eine Verstärkung für uns sein, vor allem solange Mazraoui noch nicht wieder bei 100% ist. Ist aber natürlich auch ein Wink für den Stunny, muss man auch sagen. Wobei man sagen muss, ein Stunny hat aber auch kein Champions League Niveau oder sowas. Ja. Das ist für mich ein durchschnittlicher Bundesligaspieler und dann hört es aber auch auf. Weiß ich nicht, vielleicht hätte er sich verleihen lassen sollen, keine Ahnung. Unser Abgang Sabitzer, bin ich ganz ehrlich, verstehe ich nicht ganz. Ich meine, wären Kimmich und Goretzka irgendwie in Topform oder wären Goretzka nicht so verletzungsanfällig, wie er nun mal ist, hätte ich gesagt, jo, alles gut. Aber gewagt, nenne ich es mal. Ich meine, gut, Nagelsmann hat Musiala mit auf der 8 eingeplant, sehr wahrscheinlich, weil er heute hat er auch wieder auf der 8 gespielt, hat es auch gar nicht so schlecht gemacht. Aber man hat es dann auch gesehen, ja. Gut, das Tor hat er gemacht, wo er noch auf der 8 gespielt hat. Aber wie gesagt, die haben auch ein bisschen ruschiert mit dem Sané. Ja, gewagt. Gewagt. Mehr kann ich dazu eigentlich nicht sagen. Und wie gesagt, man hat heute gesehen, dass Musiala verschenkt ist auf der 8. Ja, wo er dann auf der 10 war, allein wie viele Bälle er durchgesteckt hat in den Strafraum rein. Verschenkt. Für mich verschenkt auf der 8, auch wenn das gut macht. Fühle ich nicht. Ich meine, dass der Sabitzer weg ist ein kleiner Hoffnungsschimmer für den Gravenberg. Sind wir ehrlich. War ein Goretzka, ja, wir haben es gesehen, Goretzka letztes Mal war schon wieder ein Spiel weg. Wenn Goretzka mal 2, 3 Spiele am Stück macht, ist das schon eine gute Leistung, hat da meistens irgendwelche kleinen Wehwehchen. Und er hat für mich aktuell auch einfach keine Form, ja. Und da bin ich sehr gespannt, wie Nagelsmann das machen wird. Für mich gehört der halt nicht aufgestellt, wenn er keine Form hat. Ja. Aber das zählt für Kimmich auch und nachdem der Sabitzer weg ist, ja, Kimmich wird jedes Spiel 90 Minuten spielen. Punkt. Wir haben keinen defensiven Spieler mehr. Kimmich ist auch noch nicht mal so ein richtig defensiver Sechser. Ja. Also da habe ich den Sabitzer noch einen Tacken defensiver gesehen. Aber ja, interessant. Interessant, könnte uns aber natürlich richtig teuer zu stehen kommen. Muss man mal ganz klar so sagen. Wollen wir es nicht hoffen, aber was ist, wenn Kimmich ausfällt? Dann bin ich gespannt. Also ich sehe da jetzt keinen, der einen Sechser geben kann. Und Goretzka ist alles außer ein Sechser. Ein Gravenberg, keine Ahnung, ist halt auch eher ein Achter. Ja, und das
wer ist sonst da? Keiner. Immer gut. Ich habe ja auch immer gesagt, man muss dann mal auf die Jungen setzen, die wir haben. Aber ich glaube, da ist halt auch kein Sechser dabei. Ja. Wird interessant sein. Ich weiß nicht, ob so ein Blind einen Sechser geben kann oder sowas. Und dann kannst du Leo, keine Ahnung. Schwierig. Müssen wir halt einfach die Daumen drücken, dass da irgendwie nichts großartig passiert. Und dass ein Kimmich seine Form findet, wa? Weil mit der Form gegen Paris, ja, wird schwierig. Wird schwierig. Aber das ist schon weit gedacht. Jetzt steht erstmal Wolfsburg an. Ich denke, das ist das nächste Spiel, wo wir mal ein Gradmesser haben. Was mir heute gut gefallen hat, vielleicht nochmal zum Abschluss, dass wir nicht so eine Abschaltphase hatten. Ja? Wie gesagt, wir haben eine erste Halbzeit war von A bis Z gut. Zweite Halbzeit haben wir echt gut dagegen gehalten, wo Mainz echt nochmal alles versucht hatte, mit Zweikampf, Härte auch, mit vielen Fouls. Haben wir uns nicht von beeindrucken lassen, haben dagegen gehalten und danach haben wir es souverän runtergespielt. Aber niemals so mit diesen, ja, wir schalten jetzt 8 Gänge runter und lassen es über uns ergehen. So, das war gar nicht heute der Fall. Ne? Also insgesamt haben wir ein gutes Spiel gemacht, dafür, dass es ein Pokalspiel war. Ja, gut. Leute, rot-weiße Grüße gehen raus. Freue mich auf eure Kommentare. In diesem Sinne, haut rein, bis dann. Tschüssi.